Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Jetzt legen wir mal das Ding hier lahm. Ach, ne, die Möglichkeit. Okay, und jetzt runter von dem Ding. Und zwar schnellstens. Wenn ich hier irgendwo runterkomme, wäre das ganz nett. Ja, Skyline sehe ich jetzt zwar, aber irgendwie komme ich hier nicht runter. Na, große Scheiße. Dann vielleicht da, wo ich hergekommen bin. Hundescheiße. Sieht auch nicht besser aus. Wie komme ich denn hier runter, verdammt? Allmählich wird's eng. Da komme ich nicht hoch. Nee. Nett. Anscheinend so, ne? Oh, reizend. Okay, so geht's wohl nicht. Wenn dein Leben gerettet wurde, wirst du zum Teil geheilt, deine Feinde allerdings auch. Außerdem verlierst du etwas Geld. Oh, reizend. Das war jetzt wohl hier die Vita Chamber, oder was? Etwas orientierungslos gerade, aber okay. Na, großartig. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da runtergekommen bin, aber offensichtlich hat man mich wieder ins Leben zurückgerufen. Seltsam. Ich sag jetzt aber nicht, ich muss nochmal die ganze Passage nochmal von vorne machen hier. Oh je. Ich hoffe nur, das hat jetzt keinen Einfluss auf unsere Infusion oder ähnliches. Ich weiß wie ich da jetzt. Weiß jetzt an, wie ich da richtig runterkommen wäre. Ja, das. Suchen wir Daisy in der Fabrik. Das war allerdings unglaublich, wie ich da heroisch runtergekommen bin von dem Zeppelin. Oh Mann, wenn es schon so wieder anfängt. Okay. So, die warten hier offensichtlich. Verlass finden proper. Arne hopp. Die Fabrik. Fitzroy will Blut sehen. Eins steht jedenfalls fest. Entweder sie oder Fink wird den Sonnenaufgang nicht erleben. Ich glaube auch irgendwie nicht so, dass die uns freiwillig die First Lady jetzt überlassen wird. Die braucht es ja jetzt noch für ihren Kreuzzug. Also wie ich das sehe, braucht sie das für ihren Angriff. Ups. So. Gut. Noch irgendwas? So. Gut. Okay. Der nett. So ein Vox Populi Feuerauge. Reizend. Mit so Devils-Kostüm auch noch. Sehr sympathisch. Und was gibt's dann hier noch? Okay, noch ein paar. Ah, da ist auch noch so ein Devil unterwegs von der Vox Populi. Vielleicht denn ihr Fireman, die sich mit der Vigor Teufelskuss gepusht haben. Tja. Was? Da drüben ist ein Lockpick. Wo? Ah, do. Dankeschön. So, tja, ist genauso gut wie das ist halt das. Oh, nett. Reizend. So, wie sieht's denn hier aus? Daisy sagte, sie kommt und holt sich Fink. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der führt bestimmt in Finks Büro. Augen geradeaus war da drauf gestanden noch. Die Fabrik, alles klar. Ausrüstung haben wir hier noch. Neue Hosen, Feuervogel. Spring von Skylines, setzt Nahfeinde in Brand, verursacht 400 Schaden über 3 Sekunden. Nee, die Crits möchte ich eigentlich doch nicht dafür ersetzen. Was ist denn hier noch? Der Bucking Bronco haben wir da noch. Okay. Da haben wir nichts mehr in der Ecke. Und solche Schäm-dich-Ecke findet man halt hin und wieder auch nochmal so Zeugs wie Lockpicks und so von daher. Einfach mal gucken. Google schadet ja nix.
So, kostet ja auch nichts. Der wird eh gleich verbrannt, also nur ein Fahrstuhl übrig. Hoffen wir mal, dass der funktioniert. Ist halt blöd, wenn man in einer Krisensituation auf einen scheiß Fahrstuhl angewiesen ist. So, gucken wir jetzt mal. So, wohin uns das jetzt wieder führt. Okay. Und? Ja, wir sind in der Fabrik. Da werden wahrscheinlich Vigor hergestellt, wie das aussieht. Ja. Fucking Bronco. Und die Dollar Bill und Armory, Minuteman Armory und wenig wie die Vigor werden hier auch hergestellt. Ha. Die sind Genau. wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Da guckt sie einfach nur ihre mit großer Aare. Ja, die automatische Soldaten werden hier auch hergestellt. Maven, Mr. Lin. Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Und die Ich Automate hätte nicht gedacht. Das konntest du ja mit alles nicht Schleuli und Ich Dummkopf. spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun Kleder? willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber Also Kleider werden auch noch hergestellt. Ans Telefon gehen. Oh, das wird wieder Fink sein, denke ich. Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker DeWitt starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker DeWitt war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Das war klar, dass sowas kommt. Die gibt natürlich nichts raus. Und natürlich, Booker ist hier in dem alternative Gedöns gestorben. Märtyrer, ne? Habe ich ja schon in der letzten Episode gesagt. Büro von Jeremiah Fink. Wenn die uns jetzt nicht noch angreifen. Ich sehe es noch kommen. Von wegen. Das war so logisch, Alter. Das war so logisch. Es war so fucking logisch. Geh zur Fabrik und fordere das Luftschiff First Lady zurück. Es war so logisch. Die sagt, du bist nicht Booker und du bist ein Betrüger. Und dann gibt sie das ihre Leute weiter. Der falsche Booker läuft hier rum, Umbringer. Es war so klar. Es war so absolut fucking glasklar. So. Manchmal ist es einfach voraussehbar, was hier passiert. Büro von Jeremiah Fink. Ja, dass wir uns im Endeffekt noch mit dem Sklaventreiber hier wieder rumschlagen müssen und der unser Verbündeter wird. Ach, ich finde ja schon Daisy Fitzroy ziemlich hart und gnadenlos, aber Jeremiah Fink ist einfach nur ein Schwein. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Spricht er jetzt auch wieder. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Das sieht ja cool aus hier. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Das ist wohl wahrscheinlich, wie man Songbird herstellt und möglicherweise auch, wie man Handyman herstellt. Das Rezept gewesen dazu. Oh Mann. Sog kriegen wir jetzt hier noch. Hab hier in der Fabrik noch was gesehen mit so einem Haker. Was war kein Haker? Es war ein Tentakel. Nehmen wir mal das Vigor. Schauen wir mal, was das bewirkt. Ach, ist sehr geil, die Flasche. Uah, Saugnäpfe kriegt er jetzt. Igitt. Was bewirkt das jetzt? Das sehen wir jetzt wahrscheinlich in einem Werbefilm. Undertow, Sog. Ah. Ah, so kann ich die zum jetzt hier. Drücke L2, um nahe Gegner von dir wegzuschleudern. Halte und lasse L2 los, um Gegner zu ergreifen und in deiner Nähe zu zerren. Gegner in der Luft erleiden größeren Schaden. Okay. So, und wie geht mit so Koralle und Saugnäpfer? Ja, cool.
Das ist ziemlich cool. Du musst dich optional, nicht optional durch, du musst dich von der Hauptstory durch. Da brauchen wir nämlich nur Haarnadel zum Knacker. Uiuiui. Hier sind noch einige Dinger. Es fehlt nur noch eine Vigor-Kraft. Dann haben wir sie alle. So, Silver Eagle. Ich finde es schade, dass wir Shock Jockey nicht an mehrere Sachen benutzen mussten. Sondern dass Shock Jockey nur zum Aerodom sozusagen gebraucht wurde. Weil so macht es irgendwie die Vigor-Kraft etwas redundant. Okay, das ist wieder dasselbe Gedöns hier, wie immer. Oh, jetzt finden wir hier schöne Sachen. Lässt Blitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen. Das ist natürlich cool. Macht beim Angriff kurzzeitig unverwundbar und lädt den Schild wieder auf. Ah, nicht schlecht. Verlängert die Schwebezeit von Gegnern ums 2-fache. Das ist natürlich auch ganz cool. Krähenboost erhöht die Dauer von Betäubung. Machen wir erstmal das hier. Das halte ich für ziemlich nützlich. So ein Kettenblitz. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. So, der ist jetzt anscheinend so hoch gepusht, wie er nur geht. Da habe ich leider nicht drauf geachtet, ob das jetzt... Das war jetzt der erste Push, aber ich glaube, da geht noch einer. Ladung... Nee, also Ladung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das fand ich jetzt nicht so nützlich, die Vigor-Kraft-Ladung. Schauen wir nämlich erstmal hier, was es hier noch gibt. Bei dem Minuteman Armory. So. Schadensboost für Salvengeschütz, Schrotflinte, Munition für Pistole, MG, Karabiner, steigert Nachladetempo des Revolvers, Schaden des Revolvers, Rückstoß des Karabiners, Burstgun, Pistolenschaden, Maschinengewehrschaden, Präzisionsgewehrschaden. Genau das will ich. Präzisionsgewehr ist jetzt absolut hochgepowert. Revolverschaden will ich unbedingt. Das ist unser erster Boost für den Revolver und unser zweiter Boost für den Revolver. Okay, sieht doch ganz cool aus. Jetzt habe ich alles, was ich wollte. Trophäe erhalten in Kupfer, großzügig. Wahrscheinlich, weil ich Waffe vollkommen aufgeboostet habe. Und Trophäe erhalten in Kupfer gut ausgerüstet. Das könnte wahrscheinlich eher dafür sein, dass ich eine Waffe vollends aufgeladen habe. So, dann können wir jetzt sparen für weitere Vigor-Kräfte. Wir gucken erstmal, wie sich Sog verhält. Und auf die letzte Vigor-Kraft bin ich immer sehr gespannt. Okay, das sieht aus wie hier die Blaupause für Songbird. Bin immer gespannt, ob wir gegen Songbird auch noch kämpfen müssen. So, da war ja auch ziemlich viel Werkzeug dabei. Goldbarre, Silberbarre, Silver Eagle Tasche. Also da haben wir wirklich nochmal richtig schöne Geldboost gekriegt. Das ist was für dich. Sieht einfach aus. Schade aber, dass unsere Waffe sich nicht wie bei Bioshock Endzone 2 verändern. Das ist mir halt auch schon aufgefallen. Aber ich finde auch diese geile Emaille, Ätzungen und Arbeit an einem Revolver sehr geil. Ich mag sowieso Revolver sehr gern. Sind sehr edle Schusswaffen, wie ich finde. Eigentlich die edelste. Was dann? Ach, das ist Fink. Die Drecksau. Dann schnappen wir uns da mal, nicht, dass der sich voll mit Adam... jetzt ist Adam, sag ich schon. Dass der sich voll mit Vigor gepusht hat und hier irgendwie so richtig üblich Sau ist, wie der Typ im Enzer von Bioshock. Ich weiß schon leider nicht, wie er Käse hat. Oh, und Fitzroy ist auch dabei. Oh, das war's wohl mit Mr. Fink. Und sein Sohn ist auch noch dabei. Ah, nett. Tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Nett. Die will wohl, dass wir... Fireman Booker! Die will wohl, dass wir als Booker DeWitt hier nicht wiedererkannt werden. Ah, da ist der Fireman. Okay, die will wohl wirklich, dass wir als Booker nie wiedererkannt werden. Tesla-Transformator. Cool. Was auch immer das Ding bewirkt, das ist neu. Ja, wie gesagt, die will unsere Spure vollends verwischen. Du ist die First Lady. Mach mich doch nicht verrückt, Mädel. Und, ach du Scheiße. Ups. Aha, da ist er. Hoppala.
Gut, dich habe ich schon mal erwischt. Mistkerl. Kann ich das Ding mit Shock Jockey aufladen oder so? Nö. Anscheinend nicht. Gut, das war einer von Comstocks Leute hier. Da hat ein Lockpick noch dabei gehabt. Sehr praktisch. Die lohnen sich, als mal wirklich zu flattern, die Typen. So, Allah. Gucken wir doch erstmal das Teleskop, ne? Für unser Tourismus-Trophäe. So. Genau. So, jetzt gucken wir nochmal, woher der Ärger kommt. Dann schauen wir mal. Oh. Oh, das war jetzt leider Salzverschwendung. 100%ige Salzverschwendung. Hey, 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 hey. Wo ist denn das? Hier ist das ja leid. Sind die alle immer so mordlüstern? Das ist nochmal ein Gesundheitsboost. Erlaubt. Ich gucke mich erstmal hier nochmal gründlich um. Oder zumindest in Ruhe um. Lass mich jetzt mit einer anderen Truppe hier nicht rumhetzen. Und dann können wir nochmal hochkraxeln. Jo, ging's nicht. So können wir nochmal Beherrschung. Hoppla, wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nur die Silver Eagle haben. So. Irgendwo ist hier nochmal so ein Drecksack, aber... Ah ja, da aber sehe ich euch. Vox Populi Idioter. So. Der hat jetzt erstmal keinen Kopf mehr, der Herr ohne Gesicht. Da ist, glaube ich, auch noch einer. Na nee, der ist schon tot. Erlaubt. Immer easy peasy. Living squeezy. Alles zu seiner Zeit. Der kommt nur mit dem Baseballschläger zur Schießerei. Ziemlich dumm. Vielleicht hat er ja was Tolles dabei. Ah, 74 Silver Eagle. Das ist doch schon mal was Tolles. Jo, Pins doch. Tötet sie alle. Dummkopf. Er die Schnut geschlagen und da ist der schon... Ach, hinüber. So. Yes, das ihr Gegner auf den Zack. So. Vollidiot. Erstmal ein bisschen weg von mir und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, ein bisschen Salz haben wir auch noch gefunden. Munition, alle hätte schon eine Sache sollen, mein Lieber. So. Und... Dankeschön. Na, da hinten war noch einer. So. Upala. Erstmal fahrt mit euch. Oh. Naja, du warst eher... Ich war eher der Letzte, den du gesehen hast, aber... Hängen wir uns mal nicht an Definitionen auf. Ups. Handyman auch noch. Ach du Scheiße. Das höre ich aber nicht so... Das höre ich aber nicht so gern. Das ist ein Vox... Ein Vox-Handyman. Oh, Scheiße, Alter. Interessant, dass die Vox auch sowas haben. So, ich versuche dem Typ aufs Herz zu gehen, natürlich. Oh, fuck, Alter. So, alter Falter. Ja, ich versuchte mir ins Herz zu schießen. Alter! Ich sollte ja weg. Na, komm schon. Okay. Das ist so nett von dir, aber ich glaube, ich brauche jetzt eher so ein Medizin-Kit nochmal. Dumm, da war einer. Genau. So, okay, Handyman, Scheißkerl. Alter Falter. Salz und Gesundheit, das kann ich gut gebrauchen. Alter Falter. Also diese Woche. Ah, so wird die Tesla-Spule da. Okay, ja, diese Handyman sind durchaus ziemlich üble, große, fette, gemeine Gegner. Aber hier scheinen... Jetzt ist er leid. Hammel Brigadieren. Und so nix mehr, nee.
Ich würde ja ganz gern nochmal reingehen, wo die Fink abgeknallt hat, aber ich befürchte irgendwie, das ist gerade nicht möglich zum derzeitigen Standpunkt. So. Okay, Kampf vorbei. Oh, die will jetzt den Sohn von Fink noch umbringen. Booker, wir müssen etwas tun. Wir müssen handeln. Wir müssen da rein. Ja, tät ich ja gern, aber... Hamburger, wir müssen was tun. Heb mich hoch. Okay. Also einen Kindermord würde ich eigentlich schon ganz gern verhindern. Fenster und lenk Daisy an. Los! Gut, oh Gott, bitte mach's richtig. Das ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so Alter. ist man Oh, 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 oh. Abgestochen mit einer Schere, Alter. Elizabeth. Liegt wohl in der Familie. Ja, trösten wir sie mal. Elizabeth. Wow, wow, hey, sachte. Das war jetzt wohl gerade ihren ersten Mord, den sie so begangen hat. Geh an Bord der First Lady. Nee, ja, Pistole will ich nicht, aber mit einer Schere abgestochen ist schon ziemlich ranzig. Oh Mann. So, da ist unser Schild als nächstes wieder dran. Perfekt. Ja, so mehr oder weniger perfekt. Aber unser Infusion hat es anscheinend nicht beeinflusst. Weil wir gestorben sind, wird sich zeigen. Ah ja, genau, da ist er gestorben. Das ist jetzt noch das Letzte, was wir uns auch hören heute. Booker DeWitt wieder. Fitzroy, wenn du diesen idiotischen Krieg gewinnst, schick das nach New York. Die kriegen die Kleine nicht. Egal, wer sie sind. Vielleicht habe ich richtig gehandelt, was dich und die Vox betrifft, aber letztendlich macht das nichts besser. Anna, es tut mir leid. Oh Mann. Tja, Semper Tyrannis, ne? Sowohl der Tyrann Fink als auch die Tyrannin Fitzroy sind tot. Bin ich mal gespannt, wie es morgen weitergeht. Und ihr sollten auch gespannt sein, weil ich mache jetzt hier meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zur Let's Play Bioshock Infinite auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.